Servus. Ich hätte gerne einen Spezi, bitte. Ja, mei, wenn du bis jetzt noch keinen gefunden hast. Nein, ich meine einen Spezi zum Trinken. Ja, versteh schon. Jeder hätte gerne einen Spezi, mit dem er ein Bier trinken kann. Ja, okay, nimm ein Bier. Aber wenn du noch einen guten Spezi suchst, da huck und rein. So, meine Herren, dann sind wir auch mit unserer Führungskurs am Ende. Und das ist jetzt die letzte Gelegenheit, wo man die Dinge, die man während der Führung als Andenken eingesteckt hat, zurückzugeben. Annehmen. Ich hab gemeint, das war der Pfeil. Mein Lieblingstier, Zapfhahn. Halt. Was? Ja. Was denn? Manche haben halt ein bisschen besser bestimmt wie andere. Ja. Manche schon. So, grüß euch beieinander. Hä? Gut. Na, auch zum Urlaub hier? Nein, ich bin auf Reha da. Reha, ja, diese Ruperti-Klinik, nicht wahr? Nein, da herin. In der Brauerei? Ja, wo gibt's denn sowas, eine Reha-Klinik in der Brauerei? Bei uns ist allerdings ambulant. Ambulant? Ja, voll, vom Montag bis Freitag ab 16 Uhr. Da mache ich da herin immer so eine Hopfen-Aromatherapie, so 3 bis 4 Anwendungen. Wirkt äußerst entspannend. Wie lange machen Sie das schon? So 28 bis 30 Jahre. 28 Jahre! Ja, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Welche Kasse zahlt das denn? Haushaltskasse, freiwillige Leistung. Aber jetzt musst du mich entschuldigen, jetzt muss ich zur Druckdehydration. Druckdehydration. Das habe ich ja noch nie gehört. Zum Bieseln geht er. Zum Pieseln. Thomas, Florian, Sie beide sind Lkw-Fahrer. Ja. Erzählen Sie uns doch mal etwas über Ihren Beruf. Als Lkw-Fahrer hat man es ja nicht immer leicht, oder? Das kommt darauf an, wo man arbeitet, ja. Inwiefern? Also normalerweise macht man ja als Lkw-Fahrer schon so einiges mit. Immer pressiert. Ja, pressiert immer. Man steht ewig lang im Stau Ewig im Stau. und die Leute auf der Straße, die sind immer total genervt und im Stress. Total im Stress. Zumindest war das früher so, bevor ich hier gearbeitet habe. Ah, Sie haben die Firma gewechselt? Ja, und seitdem wir hier arbeiten, also der Flo und ich, seitdem hat sich alles komplett geändert. Die Leute, zu denen wir kommen, sind immer total happy. Ja? Die würden uns am liebsten gar nicht mehr weglassen. Die lassen uns nicht mehr weg. Ja? Die winken uns zu auf der Straße, die lächeln uns an, wenn sie uns sehen. Das ist irre. Das ist ja unglaublich. Woran liegt das? Keine Ahnung, ich glaube, dass die Menschen, die in diesem Landstrich hier leben, einfach von Haus aus freundlicher sind. Wir haben das letzte Mal eine Situation gehabt, auf der Bundesstraße war ein Riesenstau und dann haben die Leute auf einmal extra für uns eine Rettungsgasse gebildet. Eine Rettungsgasse. Eine Rettungsgasse für einen LKW? Das ist ja unglaublich. Tja, unglaublich. Das muss an der Mentalität der Menschen hier liegen. Die Mentalität der Menschen hier. Und wenn ihr zu wollt, dann nehmen wir euch mit auf unsere Runde.
Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönramm.